Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum Bundesliga-Spiel, 7. Spieltag, glaube ich, lass mich schauen. 7. Spieltag zu Hause gegen den VfB Stuttgart. 4:0 aufgrund einer sehr guten zweiten Halbzeit. Und bevor wir da ein bisschen näher drauf eingehen, bevor ihr mal eine Benotung der Spieler bekommt, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert den Kanal, ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier tue. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, aufgrund einer sehr starken zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit war es, ja, Stuttgart ist ein bisschen besser reingekommen, fand ich. Ja, hat sehr offensiv agiert, haben uns hinten reingedrückt, haben es sehr gut gemacht, die ersten 10, 15 Minuten. Ja, danach wurde es immer Stück für Stück sicherer bei uns. Stück für Stück haben wir mehr Ballbesitz gehabt. Stück für Stück haben wir uns weiter in die gegnerische Hälfte geschoben. Haben uns auch Halbchancen erspielt, die wir nicht gut zu Ende gespielt haben. 1, 2 Chancen, die wir auch nicht gut ausgenutzt haben. Es war dann viel Ballbesitz, ohne wirkliche Ideen, muss man fairerweise sagen. Wir hatten auch das Problem, dass ein Palhinha wie ein Fremdkörper war, hatte null Bindung zum Spiel, hatte ganz oft den Ball gefordert, hat den Ball nicht einmal gekriegt von Min-Jae Uppa oder so, die haben den komplett ignoriert. Warum, weiß ich nicht. Das hat uns dann natürlich ein bisschen den Spielfluss auch genommen, muss man ganz klar sagen. Zweite Halbzeit, ja, war es überragend. Ja, von allen Beteiligten. Eine super starke Halbzeit. Ohne auch nur einen Wackler hinten, ja. Auch erste Halbzeit haben wir keine Wackler hinten gehabt. Es gab keine Aussetzer, kein gar nichts. Die Innenverteidigung war hochkonzentriert. Guerrero hat ein gutes Spiel gemacht, Kimmich ein sehr gutes, Alphonso Davies hat ein gutes Spiel gemacht. Aber da kommen wir drauf, wenn wir mal auf die Benotung eingehen. Zur zweiten Halbzeit gibt es eigentlich nichts zu sagen, außer komplette Dominanz des FC Bayern München. Ja. Grüße gehen raus an alle, die, lass mich eben auf die Minute gucken, die bis zur 56. Minute schön mit reingegangen sind in die Kerbe von dem verkackten Wolfuß. Ja, der Harry Kane, ne? Lothar ist der Harry Kane in der Krise, der hat jetzt seit 4 Spielen nicht getroffen. Ja, die Nationalmannschaft war er nicht ganz auf dem Feld. Alter, fick dich. Punkt. Ja, das muss ich mal in der Deutlichkeit auch sagen, ja. Dafür entschuldige ich mich auch nicht. Alter, was ein Spacken, Alter. Ganz ehrlich, ich kann den nicht mehr hören, der labert so viel Scheiße und geht genau immer in die Schiene rein, in die heutige Gesellschaft reingeht. Harry Kane war bis dahin super engagiert, wenn ihr mal drauf geachtet habt, wie oft er der erste Anspielpartner vor der Viererkette der eigenen war, ja, wie viele Chancen er eingeleitet hat. Ja, hat da ein bisschen Scheiße am Fuß gehabt, das Pech. Bei der eine Reingabe von Serge zum Beispiel, können wir uns darüber streiten, ob es vom Kane sein Fehler war, Serge sein Fehler, egal. Ich möchte nicht wissen, wie viele auch von euch, ja, es ist ja sowieso schon im letzten Stream das dumme Gelaber da gewesen, von wegen, was Harry Kane betrifft. Ich kann euch nur auslachen. Ne? Ich kann euch einfach nur auslachen. Ja, und Harry Kane hat dann Harry Kane Sachen gemacht. Ja, Punkt. Aber da kommen wir gleich mal in der Spielerbenotung zu. Musste ich einfach mal loswerden, lag mir einfach auf dem Herzen, weil diese ganze dumme Kritik immer, das war schon damals beim Levi so, auch Levi hat Phasen gehabt, wo er mal 3, 4 Spiele nicht getroffen hat. Das hat jeder Stürmer dieser Welt. Ja? Und trotzdem wird Harry Kane am Ende der Saison wieder 40 plus Tore haben. Feierabend. Ja, über was diskutieren wir, Leute? Gut, also zweite Halbzeit, ja, eigentlich das perfekte Spiel, oder? Das perfekte Spiel, was wir heute auch besser gemacht haben. Wenn wir den Ball dann auch erobert haben, auch früh erobert haben, sind wir halt wieder nicht blind links nach vorne, sondern haben auch den Ball mal nach hinten gespielt, haben die Stuttgarter auch mal in 2, 3 Szenen mal ein bisschen rausgelockt. Ja, so dass ein bisschen mehr Platz da war. Hat man auch gesehen an 1, 2 Kontersituationen, nenne ich es mal, aber auch da, wo wir Räume hatten halt, weil wir die Stuttgarter rausgelockt haben. Es war heute die perfekte Mischung. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Also wer heute noch was zu meckern hat,
Ich bin gespannt. Es wird mit Sicherheit Leute geben, die wieder irgendwas Scheiße sehen beim 14:0 zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Wie zum Beispiel die ersten 20 Minuten oder sowas, ja, wo man ein bisschen vorsichtiger agiert hat und nicht so wie die Feuerwehr rausgekommen ist. Ja, nach 90 Minuten kann man nur sagen, alles richtig gemacht. Ja, gut. Von daher werfen wir mal einen Blick in die Statistiken rein. Die sollten eindeutig sein, würde ich behaupten. Ballbesitz 66:34, Abseitsstellung 2:2, Fouls 6:10, Zweikampfquote 60. Wie geht denn 60,3:1? Aha. 59:5 zu 40:5. Haben wir nochmal den Fehler berichtigt oder was? Wild. Aber dafür haben wir jetzt auch 65%, 65, ja, ihr wisst, scheiß auf 1%. Schüsse aufs Tor 10:1, Schüsse insgesamt 22:4, Ecken 7:3, angekommene Pässe 627:281, Flanken 13:4. Schüsse insgesamt, Harry Kane 10, Coman 3, Olise 2, Torschussvorlagen. Kimmich eine, ich weiß nicht, warum die anderen da nicht drinstehen, wie zum Beispiel Thomas Müller. Gewonnene Zweikämpfe, Kimmich 6, Kane 6, Palinja 6, Ballkontakte 110, Kim 103, Kimmich, Upamecano 82, gefoult worden. Schenken wir uns natürlich wie immer. Gut, bevor wir zur Note für Winnie kommen, Teamnote für mich heute eine 2. Die zweite Halbzeit war für mich perfekt. Ja, hätte ich Note 1 gegeben, erste Halbzeit war es Durchschnitt Note 3, von daher komme ich auf eine 2. Vincent Kompany beim 4:0 zu Hause mit Wechseln, die irgendwo Sinn gemacht haben, auch wenn es wieder schade für den Tell war zum Beispiel. Ja, für mich Note 2. Gut, gehen wir rein. Ich mache mir die Aufstellung auf, nicht, dass ich irgendwas hier übersehe. Gut, fangen wir natürlich an mit, mit Manu, war. Ja, Manu hat nichts zu tun gehabt. Ja, hatte erste Halbzeit, gerade in der Anfangsphase, 2, 3 sehr, sehr schlechte Bälle wieder. Hat auch 1, 2 Mal wirklich riskant einen Kimmich angespielt, auch ein Palinja, weil das ist auch einfach unsere Spielweise. Ich würde einen Neuer heute in der 3 sehen. Wie gesagt, hat nichts zu tun gehabt. Schwer zu bewerten. Will jetzt die 2, 3 schlechten Bälle nicht zu überbewerten, aber das geht natürlich besser. Von daher für mich Note 3. Kurz und schmerzlos. Gut, dann habe ich Alphonso Davies. Ja, Fonsi heute, vor allen Dingen erste Halbzeit. Erste Halbzeit fand ich schon mit der auffälligste Spieler. Ja, zweite Halbzeit nicht mehr ganz so. Da waren viele andere Spieler ein bisschen auffälliger. Hat aber meines Erachtens wirklich ein gutes Spiel gemacht. Kann ich leider nicht anders als wie mit einer 2 bewerten. Ja, war wirklich ein starkes Spiel. Und wenn er diese Form und diese Leistung und dieses Engagement immer bringen würde in jedem einzelnen Spiel, ja, dann könnte man auch mal darüber diskutieren, dass man sein Gehalt erhöht. Ja, aber das war halt lange Zeit nicht so. Ja. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich bewerte hier an dieser Stelle nur die sportliche Geschichte und das war für mich heute Note 2. Gut, als nächstes haben wir Minjay. Minjay gehe ich in dieselbe Richtung. Super starkes Spiel von Minjay. Ja. Hatte dann zum Schluss 1, 2 kleine Wackler, die er aber selber direkt wieder ausgebügelt hat. Ansonsten super. Super konstant, super stark, keine Wackler, keine Fehler, ruhig am Ball. Auch mal 1, 2 Mal angezeigt, was zu tun ist. Ja, was ich ihn und auch Opa ein bisschen Minus anrechne, ist, dass man ein paar Linien komplett ignoriert hat in der ersten Halbzeit. Das war eine Katastrophe. Ja, weiß ich nicht, ob man sich nicht getraut hat, ihn anzuspielen oder was. Das habe ich nicht verstanden. Fairerweise muss man sagen, dass er auch ein bisschen seine Rolle gesucht hat. Kommen wir aber gleich noch zu. Für mich auch eine glatte 2 heute. Gut. Ich fand ihn einen Tacken stärker als Opa. Ja. Aber Opa war auch stark, war auch konstant, auch kein Wackler. Nichts. Ich fand einen Minjay aber ein bisschen konstanter, ein bisschen auffälliger. Von daher kriegt der Opa eine 2,5 von mir. Ja, nicht 2. Mai.
Alter, was ist denn los mit diesem Excel-Scheiß-Ding hier? Ich will eine 2,5 eingeben, er macht Datum rein. Läuft. Top. Naja, sei es drum. Okay, weiter geht's mit Rafa Guerrero. Hat mir gerade erste Halbzeit sehr, sehr gut gefallen. War sehr auffällig, ja. War voll drin im Spiel, war eines seiner besseren Spiele. Das letzte Spiel, die letzten war so ein bisschen wackelig, fand ich. Heute sehr auffällig, sehr gut. Das Zusammenspiel, das Wechselspiel mit Kimmich und so weiter hat 1A geklappt. Zweite Halbzeit war da ein bisschen schwächer. Ja, ich muss mal eben gucken, wann wurde er ausgewechselt? Wurde er überhaupt ausgewechselt? Ja, für den Conny, ne? Ja. Ja, ich sehe ihn bei einer 3. Ich sehe ihn bei einer 3. Ich denke, da ist immer noch ein bisschen Luft nach oben, aber es war heute auf jeden Fall auf einem guten Weg. Gut, Pavlovic können wir natürlich nicht bewerten. Nichtsdestotrotz möchte ich ihn auf jeden Fall kurz einblenden. Gute Besserung geht raus. Ja, sehr schade. Man hatte gemerkt nach dem Ausfall, dass kaum was nach vorne ging. Ja, keinerlei Spielidee. Das ist halt einfach dann auch nicht in Palhinhas Aufgabe. Das Problem war, dass ein Kimmich hinter Palhinha gespielt hat. Zu 80% der Zeit. Das war ein bisschen weird. Ne? Palhinha hat irgendwie seine Rolle gesucht. Bin ich jetzt der Achter? Bin ich ein Sechser? Hat sich sehr schwer getan. Da sieht man. Also erstmal habe ich nicht ganz verstanden, warum er so wenig integriert ist, ja, in diese Mannschaft. Ist mir ein Rätsel, ja. Zweite Halbzeit hat man gesehen, es war viel, viel, viel besser, ja. Also der Mann braucht einfach Spielzeit mit diesem Team. Und da sieht man halt diesen Fehler, den man macht, dass man diesen Spieler, gerade weil er Neuzugang ist, nicht mit einbindet. Ne? Wo ist das Problem, ihn pro Spiel eine halbe Stunde Spielzeit zu geben? Ne? Für einen Pavlo, für einen Kimmich, also es gibt ja Möglichkeiten, ja. Oder schiebt einen Kimmich dann als rechter Verteidiger rein die letzte halbe Stunde. Also das hat man versäumt und das hat man heute gesehen. Ja. Aber dazu kommen wir natürlich jetzt gleich erstmal. Erstmal haben wir Pavlovic gehabt, jetzt haben wir Josh, King, Josua heute. Gerade zweite Halbzeit, er war überall. Ja. Man hatte das Gefühl, es stehen 11 Kimmis auf dem Feld. Er war auf der linken Seite am Verteidigen, dann war er schon wieder vorne in den Angriff mit am Einleiten. Der Wille war da, hat man auch gesehen bei dieser Vorbereitung auf Harry Kane und so weiter. Kimmich war heute genau das, was ich mir von ihm erwarte. Ja, er war dieser Anführer auf dem Feld. Punkt. Ja. Und hat sich da nicht reinreden lassen von sonst irgendwas oder niedermachen lassen, was man sonst manchmal so das Gefühl hatte, wenn so Neuer und Müller mit auf dem Feld stehen. Nein, Kimmich war heute der Boss auf dem Feld. Das hat er gezeigt, das hat er ausgestrahlt. Und er hat das Spiel in diese Richtung gelenkt. Ja. Von daher für mich heute, ich weiß, der eine oder andere wird das wieder anders sehen. Das ist aber auch völlig fein. Für mich ist Kimmich heute eine 2 plus oder eine 1 minus, also eine 1,5. Ja. Gut. Als nächstes habe ich Serge. Serge hat mir erste Halbzeit so mittel gefallen. Ja, Lach natürlich. Also defensiv gut. Defensiv gearbeitet hat er, gar keine Frage. Nach vorne war es 0. Ja, absolut 0. Sorry. Das war nichts nach vorne. Und Fonzie Davis war auffälliger nach vorne wie ein Serge Gnabry. Ja, fairerweise ging mehr über die rechte Seite, müssen wir gar nicht drüber reden. Trotzdem waren Alphonso Davies auf der linken Seite offensiv stärker wie ein Serge. Ja. Und das kann es irgendwo nicht sein. Von daher, die erste Halbzeit war Serge nicht gut. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er in der Halbzeit runtergeht. Ist nicht passiert. Zweite Halbzeit war es dann auch wirklich besser. Ja, muss man ganz klar sagen, weil da war auch die ganze Mannschaft besser. Da er sich in der ersten Halbzeit defensiv geackert hat, sich nicht zu Schulden kommen lassen hat, die zweite Halbzeit dann wirklich okay war, sehe ich einen Serge heute bei einer 3,5.
Ich weiß, auch das wird der eine oder andere ein bisschen positiver sehen wie ich. Alles gut. Erste Halbzeit war für mich wieder der Serge, wie ich ihn die ganzen letzten Jahre gesehen habe. Abgesehen davon, dass er defensiv halt wirklich da war, wo er musste. Ja, aber offensiv war das. Fand er nicht statt, leider. Ja. Und man sollte ihn schon auch an seinen Offensivaktionen mitmessen, wa? Thomas Müller geht ungefähr in dieselbe Kerbe. Thomas Müller, erste Halbzeit, Katastrophe, Alter. Mit Abstand der schlechteste Spieler auf dem Feld. Ja, sorry. Also ich weiß es nicht, was da los war. Katastrophe. Ja, da gibt's auch nicht zu beschönigen. Da gibt's nicht zu beschönigen, dass er ein super verdienter Spieler ist, dass er der Spieler der letzten Jahrzehnte beim FC Bayern ist und Urgestein und Blau und Sülz. Das war eine Katastrophe, die erste Halbzeit. Ja, das war gar nichts. Zweite Halbzeit war es gut. Ja, Müller war viel, viel besser im Spiel. Hat viel, viel bessere Aktionen gehabt, hat auch wieder die richtigen Entscheidungen getroffen. Er war aber auch nicht so oft wie in der ersten Halbzeit dieses, keine Ahnung, er war überall und er war rechts außen, dann war er vorne drin und nirgendwo war es richtig, immer stand er im Weg oder konnte den Ball nicht zum Mitspieler bringen. Zweite Halbzeit war es komplett anders. Zweite Halbzeit hat man wieder das Gefühl gehabt, Müller war wieder so in den Müllerräumen. So wie damals Levi immer um Stürmer drumherum, ja, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Von daher, aber aufgrund der wirklich schlechten ersten Halbzeit sehe ich ihn bei der Note 3. Ja, warum besser wie Gnabry? Weil er 2 Tore vorbereitet hat. Ja. Ja. Punkt. Als nächstes haben wir Michael. Michael war in der Offensive in der ersten Halbzeit der auffälligste Spieler. Punkt. Ja, war neben Harry Kane natürlich. War der einzige, wie schon die letzten Spiele, wenn es wirklich gefährlich wurde, wurde es über ihn eingeleitet. Ja, auch der Steckpass dann auf Serge zum Beispiel. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum man ihn runtergenommen hat. Wahrscheinlich Belastungssteuerung, was völlig fein ist. Ja, und natürlich auch, weil man die Kaliber draußen hat, die man draußen hat. Ja, hatte heute dann nicht den durchschlagenden Einfluss wie vorher in den Spielen. Ich sehe ihn bei einer 3 heute. Ja. Gut, dann kommen wir natürlich zum ersten Streitthema dieses Abends, habe ich gerade schon mal angerissen. Ja, bis zur 58. Minute wurde Harry Kane von den Reportern, gerade in Person von Wolf Fuß, ja schon wieder in die Krise geredet und zu alt und was weiß ich nicht alles, genau wie viele hier schon letzte Woche wieder, oder vor 2 Wochen war es, in diese Kerbe gegangen ist. Leute. Ich erspare euch jetzt meinen Kommentar dazu, mein Besserwissen, mein Klugscheißen und kommentiere die Leistung mit Harry Kane einfach mit einer Note 1. No. Gut. Kommen wir zu den Einwechselspielern. Ja, das ist natürlich in erster Linie mal Palhinha. Habe ich schon gesagt, erste Halbzeit, I don't know, gefühlt 3 oder 4 Ballkontakte, wurde komplett ignoriert von der gesamten Mannschaft gefühlt. Ja. War dann lange Zeit die Achterposition, Kimmich ist um ihn herum, dann standen sie beide mal auf die Füße. Keine Ahnung, da scheint es keinerlei Absprache gegeben zu haben, keinerlei. Ja, dass er gar nicht wusste, wo soll er jetzt genau hin. Ja, das hat mich ein bisschen schockiert, ehrlicherweise. Zweite Halbzeit war es richtig, richtig gut. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat sich ganz oft auch zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, hat dann auch mal ein paar Bälle bekommen, auch mal von der Innenverteidiger, hat dann aber auch mal durchgezogen, so à la Javi, ja, auch mal den El Tren Lucio-mäßig angezogen, versucht. Ist natürlich in den Zweikämpfen da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, das hat man heute in 2, 3 Zweikämpfen gesehen, welche Art Spieler er ist. Er braucht einfach Spielzeit in dieser Mannschaft. Ja, das hat die zweite Halbzeit gezeigt, da war es schon deutlich besser. Ja, er braucht einfach Zeit, er muss Bindung haben, er muss in dieses System integriert werden, er muss diese Laufwege lernen mit den Spielern.
das geht halt einfach nur, wenn man spielt, ja, in dieser Mannschaft. Von daher, ja, erste Halbzeit war auf jeden Fall eine 4. Ja, das muss man ganz klar sagen. Da war nicht viel. Da war keine Bindung zum Team. Ja, hat 1, 2 Zweikämpfe geführt, wirkte aber echt wie ein Fremdkörper in dieser Mannschaft. Zweite Halbzeit war es eine 3, war echt okay. Ich gebe ihm eine 3,5, komm. Zweite Halbzeit war es echt okay. Er hatte ein bisschen besser die Posi gehabt, war öfters auch hinter Kimmich. Kimmich war weiter vorne, was uns sehr gut getan hat auch. Ja, Kimmich hat das Spiel an sich gerissen, das war sehr gut. Und das ist ja auch, was ich oft genug gesagt habe. Ja, wenn du dann ein paar Linien hast und der wirklich den defensiveren Part nimmt, dann kann so ein Kimmich nach vorne hin sich auch mehr Freiheiten gönnen. Ja. Na klar ist da nicht mehr dieses super duper Wechselspiel mit dem rechten Verteidiger, was wir sonst die ganze Zeit gemacht haben, aber dann war die Dreierkette heute hinten halt mal anders zusammengestellt. Ja, dann war es teilweise mit Fonsi, dann war es auch mal mit dem Guerrero. Alles ist gut. Ja, ja. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich denke, es war ein super wichtiges Spiel für ihn, auch dass er sich dann gefeiert hat, da bei den zwei Zweikämpfen, die er da gewonnen hat, die wichtig waren. Das eine wurde ihm noch abgepfiffen, warum auch immer, ja, wo er den Ball da im Pressing erobert hat, habe ich nicht wirklich verstanden, dass man da vorgegeben hat, aber sei es drum. Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Gut, als nächstes haben wir Conny Leimer. Conny ist endlich wieder Conny, Alter. Ja. Sehr, sehr gut. Ich werde die 3 Spieler heute mal bewerten mit dem Sternchen dahinter. Ja, nicht so ganz ernste Bewertung mit 25 Minuten, die sie auf dem Feld waren. Aber ansonsten kann ich die gar nicht bewerten. Das ist ja auch orthodox. Für mich war Conny Leimer war direkt drinne. Ja, auch nicht hier, ich spiele erstmal den Ball Sicherheit nach hinten oder ich bin nicht im Zweikampf. Der war direkt drin, direkt on fire, Vollgas auf die Linie. Ja, super. Super gut, ja, direkt drinne Feuer gemacht, hat mir richtig gut gefallen. Von daher, wenn ich ihn bewerte, ich bewerte ihn nicht. Also ich bewerte ihn nicht. Wenn ich ihm jetzt eine 2,5 geben würde oder sowas, wäre es super unfair gegenüber den anderen Spielern, die das über 90 Minuten zeigen mussten. Also, wir halten fest, Conny Leimer auf jeden Fall eine starke 25 Minuten gehabt, ja, meiner Meinung nach. Gut, dann haben wir King. Für King hat es mich wahnsinnig gefreut, dass er endlich dieses scheiß Tor gemacht hat, Alter. Ja, davor wieder die Chance, die er kläglos vergeben hat von der 16-Meter-Raumkante. Katastrophe, da dachte ich schon, Alter, vergiss es, mit dem ist einfach nichts mehr los. Ja, man konnte ihm keinen Vorwurf machen, er ist auch reingekommen, hat sich reingeschmissen, war direkt integriert, war da, war on fire. Aber einfach Scheiße am Fuß oder was. Ja, dann hat er endlich das Tor gemacht und hoffentlich ist damit der Knoten geplatzt. Ja, hoffentlich sehen wir jetzt wieder den King, wie wir ihn kennen. Ja, das würde mich wahnsinnig freuen. Ich hoffe es. Ja, es war eine gute Vorstellung. Wie gesagt, hat bisher echt Scheiße am Fuß, teilweise falsche Entscheidungen getroffen. Heute war es gut. Heute hat auch die Einstellung gestimmt, meiner Meinung nach. Ja, nicht irgendwie, ja, ich habe keinen Bock mäßig, sondern er hatte Bock, er war da. Das war ordentlich. Gut, dann haben wir noch Leroy Sané. Das war für mich der schlechteste der Einwechselspieler, aber jetzt auch nicht schlecht. Ja, nicht falsch verstehen. Auch Leroy sehr bemüht, hat 1, 2 sehr, sehr gute Aktionen gehabt. War super uneigennützig heute. Das hat mir richtig gut gefallen. Auch er, ja, ich denke, er braucht einfach auch noch ein bisschen. Ja, nach der langen Qual letzte Saison und der Verletzung und so weiter. Ich denke, er braucht noch ein bisschen, aber heute war das auf jeden Fall ein Spiel oder ein Einsatz, der mal in die richtige Richtung ging. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Also von daher, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ändert natürlich nichts an meiner Meinung. Ja, wenn ich die Spieler hier gut bewerte, dass es für mich Wechselkandidaten trotzdem sind und bleiben. Nicht falsch verstehen, aber das waren ordentliche Leistungen heute. Und endlich mal, dass man gemerkt hat, oh yo, ich habe gewechselt, es sind Einwechselspieler da, die Einfluss auf das Spiel nehmen wollen, die Bock haben, die sich reinhauen, ja, und nicht die Larifari, ist mir egal, ob ich jetzt hier spiele oder nicht, auf dem Feld kam. Es hat mir gut gefallen. Zuletzt haben wir noch Leon. Leon kann ich gar nichts sagen. War Leon überhaupt am Ball?
gefühlt nicht. Ich glaube einmal. Dann gab es ja noch die Ecke, wo die Abwehr ein bisschen gefordert war. Aber ansonsten habe ich von Leo nichts gesehen. 10 Minuten, die er auf dem Feld war. Ist jetzt nicht positiv aufgefallen, meiner Meinung nach, und natürlich auch nicht negativ. Es war für ihn natürlich eine schöne Sache, dass er eingewechselt wurde vor Eric Dyer. Ob Leon jetzt der dritte Innenverteidiger ist vor Eric Dyer, weiß ich nicht. Wirft dann auch ein paar Fragen auf. Keine Ahnung, können wir nicht beantworten. Müssten wir mal den Trainer zu hören, werden die nächsten Spiele dann vielleicht zeigen, ja, was da geplant ist. Ja, ansonsten, was soll man sagen? Es war ein super Spiel, zweite Halbzeit, 14:0 gegen den VfB Stuttgart, muss halt auch erstmal machen. Man hat klar gesehen, dass auf jeden Fall Anpassungen da sind. Ja, wir sind nicht von Minute 1 blind links nach vorne marschiert. Vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass der VfB das nicht zugelassen hat. Der VfB war wirklich stark die ersten 20 Minuten. Das muss man ganz klar sagen. Aber auch ohne sich jetzt da irgendwie welche Torchancen zu erspielen. Ja, das ist auch die andere Wahrheit. Ne? Das muss man mal sagen. Wir hatten trotzdem in diesen Phasen auch die besseren Chancen oder Halbchancen, als es der VfB hatte. Zweite Halbzeit, wie gesagt, es war die perfekte Mischung. Wir sind trotzdem nicht blind links nach vorne marschiert. Eine Szene habe ich gesehen. Eine Szene war das. Lasst mich überlegen, wann war das? Da habe ich mich gefragt, was soll das jetzt wieder? Ich glaube, nach dem 1:0 war das. Da war Palhinha vorne, Kimmich vorne und Upa stand auch noch vorne und hinten war nur noch Minjay und Fonzie Davis. Es war keine Absicherung da, Katastrophe. Zum Glück ist der Ball nicht dahin gekommen, wo er hin sollte. Da dachte ich mir, Alter, was ist denn jetzt wieder los, Alter? Ich habe gerade das 1:0 gemacht und dann jetzt ist man hinten auf einmal offen wie ein Scheunentor. War aber die einzigste Szene. Ja, danach war wieder geordnet, alles gut. Da hat man auf jeden Fall gelernt. Ja, und ich habe es ja auch gesagt, alles andere würde mich auch überraschen, wenn dem nicht so wäre. Ja, man muss dieser Mannschaft mit diesem Trainer, dieser neuen Strategie halt einfach mal ein bisschen Zeit geben. Ne? Und dann wird das alles werden, da bin ich mir sicher. Ja, Leute, das ist, was ich sagen kann. Alles andere Montag, 18 Uhr im Stream. Wer Bock hat, schaut vorbei. Wir gucken nochmal, werfen nochmal einen Blick zurück. Wir gehen nochmal auf die ganzen Harry Kane-Kritiker ein. Ja, Grüße gehen schon mal raus. Und werfen dann natürlich auch einen Blick nach vorne auf Barca. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, einen schönen Samstagabend, wenn ihr das Video jetzt schon guckt. Und wie immer, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.